Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen armen Kopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen, lernen, warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und, dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Und Desmond? Warum ist nicht sie? Wieder da? Ja gut, aber nice. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolò Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Das goldene Horn. Und dann sind wir in Konstantinopel. Ja, dann müssen wir jetzt wieder Open World Action noch. Ein prächtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach. Eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Sì, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopel. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinien. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel. Konstantinie ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, BFND. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardım edebilir miyim efendim? Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Eksik olmayın. Hoş geldin kardeşim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de
La, la, la. Prego? Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazin da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul. Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Der Prinz Suleiman. Aha. Und ihr da? Meint der Yusuf? Bei der Wunderschöner. Sein Papi. Sein Papi, ist er hier? Da bin ich durcherinnert. Ja, warte mal. Wir wollten plaudern. Ein warmes Willkommen in Istanbul. Willkommen im Galata-Bezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und Da sind wir, Yusuf. Asien. Gibt doch geile Puppen. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt. Da war ein SUV, der steht auf geile Aus diesem Puppen. Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessing Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Hey, bist du Puppe? Oh. Weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Ja gut, was schon, Digga. Der Gerangel mit den Aber die Templern ins Schnupfen. Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit. Den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Hätte sie so Weisheit? Vor 5 Jahren war... Das ist mal nicht laut gelungen, oder? Templer hier. Minimum. Ihr wollt es jetzt dort vornehmen. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur ein, 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Da sag mal, Meister Yusuf. Wo Maschinen will sie? Ich meine, eine Stadtführung möchte ich auch nicht machen. Dafür sind wir nicht da. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Du kannst nicht fliehen! Fliehen, er möchte nur fliehen. Wir prügeln. Ein Tutorial. Immer noch. Jetzt warten. Ich bin unschuldig! Ich bin Mehr wirklich Templer! unschuldig. Passt auf! Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot. Und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüpel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Ein Diebstahl? Geh mir doch. Sorry, Babe. Man stüppert da leicht. Wir sind fast da. Oh, verdammt! Mein Geld! Der Galata-Turm. Wer ist der Galata-Turm? Der ist da? Ich glaube, hier ist da.
Hier lang. Wo lang? Da wird da mal was. Da nicht mal schön. Enthappt gerade die Assassinen. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Salute, es ist eine Burm. Ehre, so weit von daheim Ezio tüchtige Freunde höchstpersönlich. zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio? Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. So, dann mal. Aufrüsten und erkunden. Ja gut, im schlechten Zustand. Wer besser noch? Ja, bitte, wie schaut ein Auto? Habt ihr das keine Couch? Wo treibt ihr schon? Ja, ich sag mal da drin, da kannst du wieder Sachen sammeln, oder? Wie zuletzt da. Aber Freunde, aussieht du. Bin ich von da gekommen, oder was? Ein Fort bei mir. Soll du mal eine neue Rüstung kaufen? Ich habe nur die höchste Qualität, gewiss. Meine Preise Ja, spiegeln bitte. die exquisite Verarbeitung Mit der meiner Hakan. Lieferanten wider. Hat du Rüstung für mich? Die Lederschulterteile. Ich habe edle Preise für edle Waren. Warte, Rüstung das? für einen Sultan Wird passen. und dementsprechende Preise. Und da geht gleich wieder zurück. Ich setz dir die Wache auf den Hals. Ja, und Yusuf wollte Socke. Wo steht noch? Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentor an die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner. Doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb. Konstantin dem 11. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Hey, nix, Ich rufe ihn Hakenklinge. auf. Zeigt mir, wie sie... So, jetzt kriege ich eine Hakenklinge. Aha. Ja, wenn der Mund. funktioniert. Ja gut. Kleine Kletterrunden dazwischendurch. Damit du fit bleibst. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Aber der Mensch, der hat Umschalt halten. Also nicht. Ich hätte mich gleich von da gedroschen.
Aber Kumpel hat gesagt gleich. Die ganze Sache lag ein bisschen instabil. Kommt, wir müssen uns sputen. Was hast du denn da? Yusuf, warte mal. Möchte mich da anschauen. Ach ja, noch so Ein Datenfragment, oh Gott. 1 von 100. Wie kann der Maßen so den Scheiß nicht? Hier lang. Da ist noch ein Schü. 2 von 100. Ihr glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. Der ist fix. Wie Ezio. Wohin? Dort rund. Hier, komm. Ein bisschen Zeit für einen Gaukler, nicht? Sehr beeindruckend. Bei euch geschickt? Schon, oder? Damit kann ich im Zirkus antreten. Die nehmen mich gerade nicht. Yusuf, mir reicht jetzt. Mit deiner Hupserei. Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn ihr ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Und den machen wir wieder mal mit Umschalt. Aber nicht so. Harika. Was sagt dann? 3 Mal? Shahane. Jawohl. Also Yusuf wird bitte zirkusreif. Der Meuchelmörder. Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus 2 Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wär's mit einer echten Prüfung? Hm? Na bene, gehen wir. Ma bene. Der Blick von Galata. Auf den Turm klettern. Halt Treppe. Spring damit auf. Habt ihr Spaß? Ein Spaß. Ein Rüttenspaß habe ich. Komm, ich kann mal halten, verfreit. Genau so. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Ich de Beule. Hängt euch richtig rein. Und man bin ich rummert. Willkommen in Konstantinje, Ezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein.
Das stimmt. Machen wir ein Rennen?